Servus, habe die Ehre. Herzlich willkommen in dem schönen Bayernland beim Villog Strahlemanski. Und heute soll es einmal um Bayern gehen. Um uns. Wir sind wir, versteht's? Was hat es damit auf sich, mit den Traditionen und warum ist das so? Bayern, warum haben wir so, wie wir haben? Ich sage mal, im größten Teil oder einige ein gemütliches Volk. Lederhosen gehört dazu, die werden bei besonderen Anlässen angezogen. Das war leider nicht immer so. Ich weiß vor gute 10, 12 Jahren, da ich fast behaupten, war das schon noch krass. Da war das der Fall, da bist du noch schief angeschaut worden, wenn du mit der Lederhose rumgelaufen bist. Oder? Naja, so dürfen sie jetzt nicht sagen. Das kommt nicht drauf an, was du warst. Du bist schief angeschaut worden, wenn du in die Stadt zum Beispiel reingegangen bist. Wenn du in die Stadt reingegangen bist mit der Lederhose. Also da ist schon mal vorgekommen, dass du schief angeschaut worden bist. Auf dem Volksfest in Ingolstadt auf dem Volksfest, wenn du vor 10, 12 Jahren eine Lederhosen angehabt hast, da haben die Leute schief angeschaut. Wie wir da damals neu haben, da war mir der einzigste Tisch, der wo auf der Bank umgestanden ist. Das ist heute auch nicht mehr so. Heute hat sich das schon ein bisschen gebessert da bei den Stoder da drin. Aber erst einmal das erste Thema aufzugreifen, was mit der Tradition verbunden ist, ist eine Lederhosen. Auf Lederhosen werden normal, traditionell sage ich, ein Hemd getragen. Und kein kariertes oder sonst irgendeinen Schmarrn. Einfach ein weiß-beiges Hemd. Ein schönes Trachtenhemd wird da drauf drum. Und dann schaut es noch was aus. Gut kariert, das ist halt ein bisschen gekommen. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es jetzt nicht. Muss aber jeder für sich selber wissen. Hauptsache ein Hemd, dass das sauber ausschaut. Auf dem Volksfest gehört sich schon ein Hemd so, oder wenn man wegen sauber ausschauen will. Ich sag, was auch schon akzeptiert wird, ist schon aber mal ein T-Shirt, wenn man mal ein bisschen frech unterwegs ist, beim Fortgehen oder was, abends kann man ruhig einmal eine Lederhose nutzen. Aber dann bitte nicht auf Volksfest zum Fortgehen, sondern so einmal in einer Diskothek oder was, machen auch manche so Gruppen, die wo sich da mal zusammentun und eine Lederhose nutzen und ein sauberes T-Shirt drauf. Aber dann schon ein bayerisches T-Shirt behaupten, also was ich, von den Monks zum Beispiel, das sind echt coole T-Shirts, ohne dass ich jetzt einmal Werbung mache, das gefällt mir richtig gut. Finde ich auch total geil. Die Marken und was die da machen, gefällt mir schon wirklich gut. Und ich finde das jetzt wirklich auch super, dass das nicht mehr so ist, weil es schon war, das heißt, ja, Lederhosen, ne? Schau noch hin, der Bauernfünfer läuft mit der Lederhosen rum. Finde ich jetzt richtig gut, dass das richtig gut ankommt, dass man die immer anziehen kann. Und ich muss sagen, also wenn du da gescheite Lederhosen kaufst, das ist da wirklich wert. Aber die Ehre, dass man richtige Lederhosen kauft, dass man da einmal ein bisschen Geld ausgibt. Und wenn es dein Gewicht hält, dann passt der gescheite und hält auch gescheite Lederhosen ewig. Also muss ich echt sagen, also was ich beim Aldi, Lidl und weil der ganze Discounter-Verschnitt heißt, so wie es Aldi gemacht hat, nein. Also peinlicher geht's gar nicht. Wenn du nicht schreibst und machst richtig auf Bayerisch, oder ich lass bleiben. So einen halben Scheißdreck da brauche ich gar nicht anfangen, weil das ist Mist, sorry. Also da hat mir ja genug Facebook-Kommentare gelesen, dass das völlig in die Hose gegangen ist. Und sowas lasse ich auch bleiben, weil das ist ein Schmarrn. Ich weiß gar nicht, was sie geschrieben haben. Mit einer Wiesen und Klump, also. Der, der das geschrieben hat, war wahrscheinlich noch nicht einmal auf der Wiesen. Also, da muss ich schon lachen. Also, wenn er mal alles richtig hat, ich lasse bleiben. Gott sei Dank haben wir keinen Radlweg da. Ich verstehe es nicht. Grüezi, fix da drüben ist der König-Wulrich-Kanal. Da kann man so schön fahren. Nein, auf der B299 kann man mal fahren. Ole, ole. Oh Gott, lass Hirn fallen oder Steine aber trifft. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt der Grantler unter die Bauern, weil es gerade so schön passt, die haben wir auch da. Aber meistens sind die Grantler, wenn man es besser kennt, gar nicht so grantig.
Die kommen bloß so rüber. Aber ich muss sagen, es gehört halt einfach auch zu Bayern dazu, die Grantler. Ist auch aber mal wieder lustig, wenn es dann schön erwischt. Ja, da wird auch was Neues gebaut. Ja, bei 125er. Da sieht man es auch, von der Baustelle recht der Träger rausgezogen worden. Zum vorigen Vlog, zum Bauern-Vlog, da ist der nächste Volldepp. Anders kann ich es nicht sagen, jetzt grantel ich auch mal. Da drüben war der König Ludwig-Kanal, da kann so schön rausfahren, da schaut es nie, weil 16 ist, da ist er, der Kanal. 17, Herrgott Sacramento. Ja, und das Mir-Sein-Mir-Gefühl. Das gehört auch dazu, ich bin jetzt auch auf Franken gezogen, wie viele wissen, aber im Herzen halt immer noch Oberbayern, sage ich jetzt einmal. Oder selbst da oben, wo ich herkomme, das ist eigentlich Grenzgebiet, muss ich sagen, die Rotsee-Gegend, ich sage mal, ab Allersberg geht Franken los, da wird dann auch mehr gegrantelt, ich finde, wo ist auch nicht, oder das Schroffe für die Franken, da bin jetzt ich auch nicht so scharf drauf. Oder da, ja, weiß auch nicht, wir fahren alles Richtung Süden, ihr seht es schon wieder, ich bin auf der 299 unterwegs, Richtung Berching. Keine Ahnung, mir zeigt es da eher hin. Aber das Mir-Sein-Mir-Gefühl, ich weiß auch nicht. Man wird da auch vom, ich sage immer, da sagen sie immer, ja, die Ostler, die Ossis, sage ich jetzt einfach mal frech, dass die noch nicht so richtig zu Deutschland dazugehören oder so. Also ich finde, wir haben letztes Jahr eine Reise gemacht, da waren viele aus den neuen Bundesländern, beziehungsweise viele ostdeutsche Mitbürger da, und wir waren eigentlich schon fast die einzigsten aus Bayern, also wir haben da schon auch ein bisschen ausgegrenzt worden, muss ich sagen. Also wir haben da, du hast schon gemerkt, mit den Bayern wollen die nicht so viel zum tun haben, wie die gehört haben, dass wir aus Bayern sind. Aber das macht mir gar nichts aus. Be to a Bayer, I'm higher. Nein, ich weiß auch nicht. Wir haben es auch so schön in Bayern. Und ich finde einfach, Gott sei Dank ist das auch so gekommen, dass die Tradition bei uns nicht mehr peinlich ist, sondern dass da jeder stolz drauf ist, dass er aus dem Bayernland kommt. Und ich finde auch, was wichtig ist, den Dialekt zu erhalten. Also, Dialekt ist schon, weiß ich nicht, da hört man einfach, wo man herkommt. Du weißt da, wenn bei uns bayerisch geredet wird, wo kommt der her? Kommt der jetzt eher aus der Neumarkter Gegend? Kommt er eher aus der Gegend von Bayern-Gries? Kommt er eher aus der Gegend von Denkendorf, Ingolstadt? Oder kommt er doch wieder eher aus der Gegend, wo ich jetzt wohne, der Hibolstein, Allersberg, Rot? Gut, da wird schon wieder ein bisschen mehr Fränkisch geredet, das hört man natürlich doch eher. Aber dann auch schon wieder, hörst du das, kommst du Richtung Eichstätt zum Beispiel, ist der Dialekt wieder anders. Also ich weiß nicht, ob es in Sachsen oder in Thüringen oder Nordrhein-Westfalen und was es gibt, ob das da auch so ähnlich ist wie bei uns, dass du teilweise in verschiedenen Ortschaften verschiedene Dialekte hast. Also das weiß ich nicht, ob das da so ist. Und, ach, jetzt schalte die blöde Ampel um. Jetzt hätten wir uns so schön fertig stehen können zum anderen Mopedfahrer. Geht leider nicht mehr. Ja, also bei uns ist das schon echt, du hörst wirklich zu Ortschaft hörst du verschiedene Dialekte, wie Thalmessing redet wieder ganz anders wie Hibolstein oder Allersberg oder wie Hibolstein, oder Hibolstein ist teilweise schon wieder anders da wie Allersberg, finde ich. Also vielleicht fällt einem das auch eher auf, weil man zugeroster ist. Aber das ist bei uns auch so. Aber ich finde, das macht auch irgendwie Bayern aus. So viele verschiedene Dialekte oder Dialektausprägungen in dem Bundesland. Und irgendwo, muss man schon auch sagen, wird schon immer viel zusammengehalten. Ich finde ja, ich will jetzt nichts verkehrt sagen, aber es wird in Bayern, ich sage mal, unter die Familien bei uns schon gut zusammengehalten, muss ich sagen. Also da haut das schon echt super hin. Was ist noch mit der Ampel aus? Warum? Ich mag keine roten Ampeln, aber rot wäre schon super, wenn es einmal länger rot wird, weil dann kann man mal vorfahren. Ja, in diesem Sinne war das einmal ein kleiner Beitrag zu dem, was mir so eingefallen ist jetzt. Vielleicht kommt da mal wieder was. Ja, was ich auch total cool finde, ist halt
ist der Bayerisch für Anfänger, gell, wenn er immer macht. Jetzt weiß ich gerade den Kanal nicht, ich schaue den jetzt mal an, jetzt fällt mir der Kanal nicht ein, ich bin auch so hohl. Naja, was ist denn jetzt wieder? Hey, ich sag's euch, wir fahren jetzt gerade mal, ich sag einmal 106 laut Tacho, mein Moped-Tacho bescheißt wirklich gewaltig. Aber was die teilweise zusammenbremsen, ist nicht mehr schön. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Habe die Ehre. Ja, schöner Sonntag, bin ich blöd. Das Video kommt erst immer mir montags online. 18:30 Uhr, von dem her wünsche ich euch einen schönen Feierabend, wenn ihr daheim seid. Macht es gut, ride safe. Habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Und jetzt kommen wir dann vielleicht einmal, vielleicht vorher schon und danach ein wenig Fahrvideos noch, was ich zusammenbringe. Oder ich leih noch ein wenig. Keine Ahnung. Also, habe die Ehre.